X. Also gibt's wahrscheinlich nichts. Also das ist wahrscheinlich jetzt nicht logisch, aber... Don't come whining about pure Pokémon and other trivial junk like that. Don't waste your time coming to our headquarter in Waystone. Ja, sagt man's natürlich in der Apotheke, du Schupferbrunst, du Seitenbläde. Es darf er erst recht noch in Zeitung schreiben, dass er ja wirklich überhaupt keine Polizei und nichts hinterhergibt. Mein Gott, hey. Manchmal musst du echt fragen. So, ich kann Horrorfilme schauen, ist überhaupt kein Thema. Da bin ich richtig standhaft dagegen. Da tut's bei weitem nicht so viel. Aber Spiele, ich weiß auch nicht. Das ist, ich glaube, ich spiele so das Genre einfach so bei Zeiten. Deswegen bin ich da ein wenig empfindlich noch. Ja, wer weiß, was St. Gisner für Stand hat. Ja, okay, ich gehe wieder zurück und tschüss dann. Ja, aber... Hä? What the fuck? Oh, wait. Das hat jetzt hoffentlich keiner gesehen. Moment. Ich muss mich mal schnell um den braven Käfer da kümmern, okay? Ich bin gleich wieder da. Bitte nicht weggehen. Oh, geh ja nicht auf meine Kamera! Ich schwör's dir bei Gott. Verpiss dich. Moment. Ich hab den Schein durchschaut. Das ist in Wirklichkeit ein Table Dance Bar, wenn du mich fragst. Das ist keine Taverne nicht. Da, die wackelt mit... Wer wollte vorher Tipf sagen? Da habt ihr's. So, da Tipf. So. Die Hände schön brav von der Hosen weggelassen, Freunde der Sonne. Ich hab meine Hände da, ich halte da einen Controller. Nicht, dass da irgendwie falsche Gedanken geschoben werden. Knockert wo? Ja, das wird nicht funktionieren in Assassin's Creed, glaube ich. Ja, die sind ja super versteckt, weißt du das? Ja, natürlich. Ja, ich seh dich schon da. Brauchst gar nicht versuchen, du Hamperer. Bis das nächste Viech kommt, wo du mir einfach gnadenlos anschießt. Der Legolas schießt dem Elch aus 5 Kilometer Entfernung mit einem Arm auf dem Rücken gebunden, einen stumpfen Pfeil mit einer durchhängenden Bogensehne ins Arschloch rein. Und zwar genau ins Arschloch. Ja? Der hat den Skill dazu. Ja? Und schaut dabei noch gut aus, richtig. Alle tragen Kostüme. Wie? So, und die Frage, ich hätte einen Stachel, darf ich die bestäuben, was? Das glaube ich war nein. Okay, dann gehe ich wieder. So, was bist du? Du bist ein Welpen-Pokémon. Das ist ein Feen-Pokémon. What the fuck? Ich hab jetzt mit ein Feen-Pokémon schon so bald im Spiel. Holy shit. Dieses Pokémon fühlt sich glatt und feucht an. Game Freak, was habt ihr mit Game Freak gemacht und wer bist du? The fuck? What the hell? Was lese ich da gerade? Holy shit! Ich kann jetzt irgendwie gar nicht glauben, dass das dort steht. Du sollst mir jetzt nicht erklären, wie man Innenarchitekt wird. Ich will zaubern, sie fixen einmal. Professor Weasley hat Dick einmal diese Magie gezeigt. Dick denkt, Ihnen könnte das... Professor Weasley sagte, du wüsstest, wie man das Ambiente des Raumes ändert. Gewiss. Oder wenn du Hogwarts Legacy kaufst, dann bist du automatisch Innenarchitekt. Aha, die kennen wir ja. War ziemlich cooler Arc, definitiv. Oh, jetzt kommt die blöde Fotze von hinten. Möchtest du eigentlich... Oh Gott, das ist jetzt zweifelhaft da. Ich hab's... Nein, leider, ich hab's nicht so gemeint, wie ich es gesagt habe, okay? Halt sein Bittchen zurück. Sag mal, was ist das? 02? Boah, leck, Alter, bist du behindert. Ja, ist mir wurscht. Scheiß auf Gegnerpräsenz. Okay, scheiß doch nicht auf Gegnerpräsenz. Okay, das war... Okay, da sollte man vielleicht nicht blindlings reinrennen. Ah ja, der wäre perfekt. Freunde der Sonne, so versteckt man im Jahr 2023 in Assassin's Creed Brotherhood Leichen. Ja? Die ist quasi unsichtbar. Die kann nicht entdeckt werden. Da. Er macht einen Stealth-Steifer. Das ist perfekt. Das war natürlich geplant. Gell? Das ist aber hoffentlich klar.
Es ist aber hoffentlich klar, dass das geplant war. Oh Mann. 2 Pokémon. Es ist nicht dein Ernst. Du verarschst mich doch gerade. Grüß Gott. Ah, wieder nicht Was? lecker. Heilige Scheiße. Was zur... Oh, leck mich am Arsch. Kurze Frage. Das Arkham Asylum, ist das ein Hochsicherheitsgefängnis oder einfach eine Irrenanstalt oder beides? Es ist immer wieder schön, auf meine kleine Hacienda zurückzukehren. Hochsicherheits-Irrenanstalt. Okay, ein Kombi aus beidem, na toll. Der deutsche Bundestag quasi. So, einen wunderschönen Mittwochabend miteinander. Grüß Gott beieinander. Der Feier wieder. Habe ich dritt, wie lange tust du denn heute noch? Bin ich unterwegs? Bis 19:15 Uhr. Um genau zu sein. Ja? Und habe die Ehre und stress dich nicht. Ja? Pass du dir auf, dass nicht. Ich weiß jetzt nicht, ob du Auto fährst oder sonst irgendwas. Aber da uns einer nicht runter. Ja? Jetzt fangen wir erst an. Also ein bisschen da sitzen tue ich quasi schon noch. Dann müssen Sie sagen, Ching, habe ich die Ehre, Ripsy, habe ich die Ehre, King of Barbecue auch schon da und das Spotty auch schon am Start. Grüß Gott beieinander. Wir schauen mal aus. Wie geht's uns? Alles zauberhaft. Wie schaut's aus Mitte der Woche? Haben wir gut am und im Mittwochabend angekommen. Ich hoffe, es habt bisher eine stressfreie Woche gehabt. Und ich hoffe, dass es gut geht. Ja? Das ist mir das Allerwichtigste. So. Ja, Nachtschicht für dieses Jahr überstanden. Ja, haben wir im Jahr 2023 nicht mehr. Ja, ist erledigt sozusagen. Es sind nur mehr 5 Arbeitstage, also ist fein. 3. Ich hab noch genau 3 Arbeitstage. Am Freitag, am Montag und am Dienstag. Und dann hau ich hier den Hut drauf. Ne? Aber gut. Soweit, so gut. Ne? Jetzt haben wir erst einmal froh, dass die Nachtschicht um ist. Da war er einmal. Wird ihm schon. Prof, habe ich die Ehre, da ist er schon. Der Wunsch-Game-Requester. Ja, es tut mir leid, es hat ein bisschen länger gedauert, als ich das selbst erwartet habe. Ja? Aber ich glaube, es ist fein. Es gibt einfach 2 Spiele momentan. Das ist ein bisschen so das Problem. Darf daheim hocken mit Fieber, aber geht ja momentan sowieso rum und um. Der nächste, der wo kritisch ist, Ripsy, an dieser Stelle natürlich schnelle und effektive Genesung an dich. Ja? Und schau, dass du vor Weihnachten wieder halbwegs fit wirst. Ja? Ja, momentan haben wir ein paar Patienten, das stimmt. Ja, Zemcross, die haben das böse C im Haus. Jetzt hat der Ripsy noch Fieber. Das ist unzauberhaft jetzt momentan. Ich weiß. Es geht momentan ein bisschen um, aber ne? Healing, warmer Tee machen oder was weiß ich. Schöne Wärmflaschen, saubere Deck zudecken und meinen Stream zum Schlafen nutzen. Das glaube ich, das kann funktionieren. Ja? Hat man sagen lassen, der eine oder andere hat mir schon mal gesagt, er kann sehr gut zu meinem Stream schlafen. Ja? Ich weiß bis heute nicht, ob ich es als Kompliment oder als Beleidigung auffassen soll, aber ich nehme es jetzt einfach mal so als Kompliment hin. Also alles gut. Ansonsten, was gibt's Neues? Eigentlich nichts. Hat sich nicht sonderlich viel getan die letzten 2 Tage. Ja? Wir haben am Montag live gewesen. Und ja, ist quasi immer noch alles beim Alten, sozusagen. Haben wir eben auch zum Glück noch rechtzeitig Final Fantasy 16 DLC das erste fertig bekommen. Achso, ja, stimmt. Ja, richtig, da ist ja. Ich hab mir gestern übrigens nochmal so ein bisschen angeschaut, was da bei Sony am Start war, so spieletechnisch und holy shit. Wir haben einen Release-Termin für mein Spiel des Jahres 2024, auf das ich eigentlich schon 2 Jahre drauf warte. Black Myth Wukong wird am 20. August 2024 erscheinen. Freunde der Sonne, das ist das Spiel, wo wir hinfiebern werden nächstes Jahr.
Ne? Da bin ich ganz gewaltig gespannt, was da im Busch ist. Ne? Schauen wir mal. Ich hab auch noch ein bisschen geliebäugelt mit einem anderen Spiel. Rise of the Ronin heißt es. Das ist von den Machern von Nioh. Schaut auch erstmal nicht so schlecht aus. Also für 2024 haben wir schon wieder 2, 3 Titel, die wo wir schon mal auf die Streamliste schreiben gehen. Ja, da werden wir uns das ein oder andere Spiel natürlich anschauen. Und Prof, ich hoffe, dir hat das DLC taugt, aber ich gehe mal davon aus, du als absoluter Final Fantasy Fan. Und da du ja sowieso von 16 sehr gut geschwärmt hast, gehe jetzt einfach mal frech davon aus, dir hat das DLC auch gefallen. Entweder das C, genereller Grip oder Sprüh. Ja, genau. Das ist momentan, wie gesagt, ich weiß nicht, was mit meinem Immunsystem verkehrt ist, ob mein Immunsystem eine Personalifizierung vom Hulk ist, keine Ahnung. Aber an mir bräunt, Gott sei Dank, immer irgendwie alles ab. Und mir fallen die Leute gefühlt vor lauter Grip und ich stehe da, ja. Verstehe ich nicht, so quasi. Mach dann nicht denselben Fehler wie ich und bestelle es jetzt schon vor, sonst schaust du auch immer, wann. Na, also wie gesagt, vorbestellen tue ich die Titel eigentlich nie. Außer es geht um ein God of War oder um irgendein From Software Spiel. Dann schon. Das sind für mich die zwei Spieleentwickler da, wo ich noch bedenkenlos zugelange. Bei allen anderen bin ich doch vorsichtig geworden. In den letzten Monaten und Jahren. Ja? Also keine Sorge, ich werde mich diesbezüglich hüten, ne? Was das angeht. Also ich habe auch gelegt, die Antibiotikum im Huhn oder von der Puten sein. Ja, das Anabolika-Fleisch, das kennst du halt einfach sofort, gell? Aber gut, ist eh recht, wenn wir gesund haben, soweit. Ja. Und diejenigen, die momentan ein bisschen mit Krankheiten zu kämpfen haben, denen wünscht man natürlich auf bestem Wege alles Gute und schnelle Genesung. Das ist aber hoffentlich klar. Die werden auch wieder fit. Also zumindest hoffe ich es. Oder das Kantinenessen. Da hab ich jetzt tatsächlich, bei uns war ja das Kantinenessen damals vor Jahren in der Firma auch nicht unbedingt so sehr yellow from the egg. Aber mittlerweile ist unser Kantinenessen echt dezent. Ohne Scheiß. Also früher, wenn du eine Currywurst gekauft hast oder halt, keine Ahnung, irgendein Schnitzel mit einem Kartoffelsalat, ja, das war halt jetzt nicht so unbedingt, ne? Aber mittlerweile muss ich echt sagen, die Kantine so in den letzten 2, 3 Jahren, die hat sich unfassbar stark verändert. Die geht zwar nach wie vor selten in Kantine, aber wenn es da irgendwie mal so, keine Ahnung, Cordon Bleu oder sowas gibt oder Leberkäse, Käse, Semmel, dann kann es durchaus sein, dass da der Bart einmal geschwind ein News sein macht und da das eine oder andere Semmelchen abgreift. Aber okay. Bevor wir jetzt wieder vom Essen reden, reden wir lieber mal, was heute Phase ist. Freunde der Sonne, wir spielen wir heute das Wunschgame vom Prof. Ne? Der hat sich Inside gewünscht. Das hat er, glaube ich, kurz nachdem wir mit Madison fertig waren, hat er gesagt, du pass auf, ich hätte da ein Spiel für dich, schau dir das einmal an. Ich hab's bis vor einer halben Stunde noch nicht einmal aufgemacht gehabt, ich habe nur ganz kurz einmal ins Spiel gelunzt, ob alles sauber läuft und so weiter und so fort. Es scheint gut zu passen. Wir schauen uns das heute einmal an. Ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, was das Spiel ist. Ich habe keine Ahnung, um was das in dem Spiel geht und was das Spiel kann. Von daher bin ich jetzt da ehrlich gesagt wirklich gespannt, was da der Prof für uns parat hält. Ich habe zugegebenermaßen davor auch von dem Spiel noch nichts gehört. Ja? Aber wir haben ja in der Vergangenheit festgestellt, dass da die eine oder andere Perle an mir vorbeigegangen war. Zum Beispiel Plugtail, ne? Das hat damals die Wi-Fi requested, glaube ich, war die erste, wo überhaupt einen Spieler-Request gemacht hat auf unserem Kanal. Und die hat damals Plugtail requested und das war eins der besten Story-Spiele, die wir jemals bisher gespielt haben. Von daher ist das, glaube ich, bisher eine sehr, sehr gute Investition gewesen eurerseits, wenn ihr da mal mit Spielen um die Ecke kommt, die ich nicht kenne. Weil bisher ist diese Quote, dass es im Spiel weiterspielt, relativ hoch. Ne? Also es gibt, glaube ich, nur 1 oder 2 Spiele, da wo ich gesagt habe, auf Dauer ist das nichts für mich. Aber wie gesagt, ich bin jetzt gespannt, was Inside genau ist und um was das geht und generell, was da auf uns so für die eine oder andere Überraschung wartet. Ne? War zwar nur das kleine DLC, aber ich habe alle 6 Trophäen und im Frühjahr 2024 gibt es das größere, was ca. 11 Stunden gehen soll.
Ja, also was Final Fantasy angeht, wirst du auf volle Kosten kommen. Ne? Du hast jetzt Final Fantasy 16, nächstes Jahr kommt der Rebirth noch raus, das Final Fantasy, die Fortsetzung von Final Fantasy 7 tatsächlich. Also du wirst, glaube ich, auch versorgt sein nächstes Jahr. Jetzt ist halt nur noch die Frage, wann fängst du streamen an? Das ist die Frage, die ich mir jetzt stelle. Aber okay. Wie gesagt, der Stream heute, der gehen bis 19:15 Uhr. Bei Spiele-Requests ist es immer so, eine kleine Info auch für die Prof und auch generell für alle, die das zukünftig machen. Das Wunschgame spiele ich immer etwa 2 Stunden, ne? Dass ich mir mal einen Überblick verschaffen kann, wie ist denn das Spiel und ich lasse das Spiel in diesen 2 Stunden einmal auf mich wirken. Grundsätzlich spiele ich das Spiel jetzt nur einmal. Sollte ich aber jetzt im Laufe dieser 2 Stunden feststellen, hey du, das ist ganz schön spannend, das liegt mir jetzt eigentlich, das gefällt mir, dann kann es dann passieren, dass das Spiel irgendwann als Hauptprojekt läuft. Ne? Nur damit ihr wisst, um was das eigentlich geht. Also grundsätzlich, wenn ihr sowas requestet, ist es einmal für einen Stream, kann aber passieren, dass dann zukünftig irgendwann als Vollprojekt läuft. Und dann habt ihr natürlich einige Punkte mit 75.000 natürlich entsprechend sehr gut investiert. Ne? Deswegen sage ich auch immer wieder dazu, wenn es an Spiele-Requests macht, dann macht's einen, was ihr glaubt, dass mir das Spiel gefallen kann. Weil dann habt's was davon. Oder habt's mehr davon, besser gesagt. Ne? Aber okay. So, und der Spotty hat eine 5er Streaming-Streak. Das haben wir letztes Streaming-Streak. Ja? Das haben wir letztes Mal schon. Das ist ein neuer Zungenbrecher. Vielen lieben Dank, Spotty, für deine Treue, für deine Zuschauerstunden, die wo du da erinnern lässt. Du kannst das ja schließlich bei jedem anderen auch lassen. Also vielen lieben Dank an dich fürs immer wieder da sein und fürs Supporten. Vielen Dank, freut mich ganz, ganz besonders stark. Und Gaming Ave, habe ich dir, grüß dich gut. Schön, dass du bist. Das ist Streaming Streak, ja genau, Streaming Streak. Sag Streaming Streak 3 Mal schnell hintereinander und du hast keine Zunge mehr. Oder zumindest einen heftigen Krampf in der Fotzen. Hab wir sagen lassen. So, Freunde der Sonne, jetzt ist 5 Uhr und jetzt schauen wir uns an, was Inside kann und was Inside ist. So quasi, ne? Ich glaube, das ist ein Deal. Das glaube ich ist ein Deal, den glaube ich können wir eingehen, wenn es mich fragt. So, jetzt müssen wir mal schauen. Das Spiel kann ich leider nicht Window capturen, das heißt, ich muss das über meinen Hauptbildschirm machen, aber das ist kein Problem. Deswegen werden wir jetzt gleich mal alles so einrichten. Ich habe jetzt einen neuen Hintergrund, ne? Habe ich per Zufall entdeckt, gefällt mir ziemlich gut. Aber gut, anderes Thema. So, jetzt schauen wir mal. Inside. Inside it is, you know what I mean. Ist ein Krampf in der Pfotzen, ist ein Krampf in der Pfotzen oder wie? Ja, also ich gehe genau. Du hast das erfasst. Du hast das genau erfasst. Playdates Inside wird geladen. Ich wisse, was ich beim nächsten Mal requeste. Ja, das kannst du ja dann auf das werden wir dann sehen. Vermute ich fast. So, jetzt schauen wir da mal. Das Spiel geht quasi jetzt instant los. Es gibt sozusagen kein Menü, kein Startscreen oder sonst irgendwas. Das Spiel quasi ist so mehr oder weniger der Startscreen. Ne? Ihr müsst mir dann nur bitte sagen, ob der Ton passt. Ne? Also, wenn es zu leise oder zu laut ist, also wenn es zu leise ist, dann kriegen wir ein Problem, weil recht viel lauter kann ich es nicht mehr machen. Und wenn es zu laut ist, dann drehen wir noch ein bisschen zurück, okay? Also bitte sagt mir da gerne Bescheid. Und ob es beide auch passt. Also der Spieler ist viel zu laut. Ja, da muss dann Ton auch dran. So, haben wir ja letztes Mal schon gehört. So, jetzt schauen wir mal. Okay, wir spielen scheinbar irgendeinen Burm. Da kann man mal springen. Ne? Was kann man da sonst noch irgendwas tun? Springen. Okay, ich kann quasi nur springen und laufen. Vom Grafikstil, das erinnert mich so ein bisschen an Little Nightmares tatsächlich. Wir haben einen Wald, ja, perfekt. Ton laut, Ton leise, Ton feucht oder Ton trocken? Ja. So, schauen wir mal. Muss ich es gut finden, dass wir mir als kleiner Bub komplett allein im finsteren Wald rumrennen? Ich weiß nicht. Kann man in den Baumstamm rein? Nein, kann man nicht, okay. Okay. Es schaut, also wie gesagt, der Grafikstil, der ist ein wenig anders, also ein Spiel in diesem Grafikstil per se habe ich noch nie gespielt, aber es schaut nicht schlecht aus, so jetzt auf die ersten Meter, ne?
Okay. So, aber er versteckt sie automatisch, oder wie? Kann ich quasi nur nach links und nach rechts? Schauen wir mal. Aha. Achso, lass mich raten, ich darf nicht erwischt werden, wahrscheinlich, oder? Ein Lastkraftwagenfahrer, not, not. Wo ist der gut zu Fuß? Ist dieser Kühlschrank oder was? Ah, da war ein Vogel. Kann man da mit irgendwas interagieren? Ah, okay. Freilich wirft der kleine 6-jährige Bub einfach einmal einen 100 Kilo schwerer Eisenschrank um, ist eh klar. Okay, da hätte sich jeder andere Bub einen Fuß gebrochen, aber okay, gut, das nehmen wir jetzt einfach mal dankend so an, dass er unversehrt ist. Und auch gar nicht laut. Ja gut, okay, da war der Lastwagen, das kann schon sein, dass man das vielleicht ein bisschen überhört, ne? Ja, schauen wir mal, okay. Ah, da haben schon wieder Hund, das mag ich schon wieder nicht. Okay. Moment, da muss was geben. Ah ja, siehst du es da. Schubst mir das einfach einmal. Das war natürlich genauso geplant, ne? Wir schwimmen jetzt auch noch, oder was? Hey, was macht der Hund von mir? Ah, Hilfe, los mich! Oh, leg, da krieg ich jetzt schon wieder mit Stress zum Tor. Boah, jetzt stell dir mal vor, du bist so ein kleiner 7-jähriger, 8-jähriger Bub und die rennt einfach mal volle Breze der Dobermann nach. Die haben dich gesehen mit den Taschenlampen. Achso, das hätte man quasi vermeiden können. Ja, okay. Das P in Bazi steht für Pro-Gaming. Du bist sowieso klar. Schauen wir mal. Genau. Ja, let me see. Vor allem die Frage ist, also, warum haben wir da und was ist da Phase? Das ist einmal, ne? Pro-Gaming, ja genau, Bruder. Pro-Gaming. Das ist der neue Shit, haben wir sagen lassen. Ich glaube, wir sollten uns irgendwie mal verstecken, meine hätte ich gesagt, oder? Ha, austribbelt. Ausdauer hat er auf alle Fälle Federbulle. Aha. Gibt's ja das Licht einmal ausschalten, bitte? Hallo, Abblendlicht ausschalten, da wird Batterie leer, spinnt's hier. Hallo? Turnen Sie bitte die Lights out. Nicht. Ja, das war halt aber jetzt auch klar, dass das passiert, oder?
Ob mir der jetzt ernsthaft drängt? Alter, was? Die da schießen ein kleiner Burm. Bro, was hast du denn da? War leck, Alter. Ah, los mich! Ach, Taucher kommen auch noch, oder was? Ich glaube, ich sollte lieber auftauchen, weil sonst ist das auch wieder noch elendig. Alter, was? Okay, die fackeln doch nicht lang. Okay, die Frage ist, warum da schießen die einen kleinen Burm? Achso, und jetzt das sauber, ja, okay. Okay, das ist, ich sag schon, das Spiel ist Fate Try and Error. Okay. Verstehe die Frage schon. Da hast du einen Pfeil in den Hinterbein. Ja, das war Amors-Pfeil, you know what I mean? Okay, das Spiel ist ein reines Try and Error, okay. Ich hab schon verstanden. Aber das ist ja fein, das ist ja erstmal fein. Wie gesagt, ich find's nur heftig, dass die einfach, wie gesagt, ich finde die Tatsache heftig, dass die einfach einen kleinen Burm da schießen. Also aber so gnadenlos. Die fahren ja quasi, so mäßig ist das wie wenn die einen absoluten Schwerverbrecher jagen daten. So jetzt auf die ersten Meter, ne? Mit Hunde und Pistolen und Pfeile und was der Teufel was. Wie wenn ich, also jetzt böse gesagt, wie wenn jetzt ich also die Spielfigur, wie wenn sie einen Terroranschlag verübt hätte, ne? Und wer habe ich die da schießen einen kleinen Burm, ihr Schweine, und so mit der, ja, die da steht, ja. Und die haben da keinen Skrupel nicht. Wer weiß, was du, ja genau, das kommt halt jetzt, also ich glaube, dass jetzt kein 7-jähriges Kind der Welt so schlimme Sachen anstellen kann, dass man es da schießen müsste. Ne? Das wage ich jetzt zu bezweifeln. Aber das werden wir auf alle Fälle mit Sicherheit erfahren, was da eigentlich jetzt Phase ist. Wie gesagt, optisch ist das Spiel gar nicht schlecht für den Grafikstil. Muss man schon sagen auch. Genau, ein ins Maisfeld, ja, zu Bauer Margots Hof. Also ist eben aufmachen, genau, ja gut. Ich finde da die Geräuschkulisse jetzt soweit, wo sie so bisher erkennen kann, ziemlich gut gemacht. Also so von der Atmosphäre, glaube ich, saugt es einen schon ganz gut ein, wenn man mal ein wenig länger in-game ist. Oh mein Gott, der killt keine, you bastard. Besonders die Schüsse und die Hunde. Ja, das hat jetzt schon, das ist nicht schlecht gemacht gewesen. Das ist auf alle Fälle ein Heibinkel. Oh, da laufen Single umeinander. Diese Piepmatz.
Okay, da ist scheinbar irgendein... Da ist scheinbar irgendein Krangert oder irgendein... Irgendwas ist da auf alle vor sich gegangen, weil da liegen ein Haufen Schweine da umeinander. Und ich bin jetzt irgendwie der Hüter der Single, ich weiß auch nicht. Der Babyküken. Na, für die nicht bayerischen Freunde unter uns, ein Single ist in Bayern ein Hühnerküken. Da müssen wir irgendwas... Ah, da ist ein Seil. Moment einmal. Aber mal... Schwing! Ja, perfekt. Und lernen uns beide dazu. Wieder ein nice Wort. Ja, ein Bildungsstream. Ja? Das haben wir, ein Bildungsstream. So, dazu will ich auch keiner gehört. Kann ich... Ah, das kann ich aufmachen da, oder was? Na, lass mal Zingerl einmal da rein, ist eh klar. Beim Bazi Bildungsstream. Ganz genau. Oh, da kann man Hebel hebeln. Okay, der Hebel, den kann man zwar hebeln, aber der hebelt nichts. Ach so, ah. Okay, da müssen wir irgendwie den... Müssen wir da irgendwie den Halbwinkel da oben bringen. Moment mal. Genau, der Halbwinkel muss von da oben da, aber dass wir da drüber können, okay. Ah, I see. Man muss die Küken da aufschießen. Die ganzen Single einfach mal gern Halbwinkel geschossen. Ja. Okay, sie leben alle. Ja gut, das war jetzt bis vor 5 Minuten auch nicht so wirklich so klar, ob die Single dann überleben. Ja? Weil so mit Leben verschonen hat es das Spiel scheinbar halt auch nicht so, gell? Und jetzt soll ich einen Todessprung in die Don't Fucking reinmachen, oder was? Ja, aufgeschlagen wie ein nasser Mesog. Perfekt. Ach, das überlebe ich jetzt, oder was? Ja, Assassin's Creed Farm will. Genau so, und Price habe ich das war daneben. Ja, das ne? Ist, wie gesagt, gar nicht einmal so. Es ist Try and Error auf alle Fälle. Ja? Aber es ist soweit nicht schlecht. Und Wife, habe ich die schon da, Entschuldigung, spart, fix. Hast nicht viel versandt. Ist nicht so tragisch. Aber stell dir schon mal ein, das Spiel, das nimmt kein Blatt vor den Mund. Ne? Also nur kurz zur Zusammenfassung, wir haben auf der Flucht, wir wissen nicht, was wir da haben. Wir sind schätzungsweise 7 Jahre alt. Und die, wo uns da verfolgen, haben keine Hemmung, uns zu erschießen. Ja, wir haben jetzt, glaube ich, schon 4 oder 5 Mal gestorben. Wir haben mit einem Pfeil durchbohrt worden, wir haben erschossen worden, wir haben von
Dobermänner verfolgt worden. Just saying. Ne? Ich habe auch am Samstag erst bei der Weihnachtsfeier das bayerische Wort tot gelernt. Der Bornelgramer, der Nachteil, wenn man Hochdeutsch aufwächst. Der Bornelgramer, ja, das ist der bayerische Tod. So. Und der Suffer sind wir auch, ja genau, richtig. So, was ist jetzt da Phase? Moment, ich muss jetzt das Dodi Facki da herschieben, oder was ist der Ernst? Achso, nein, ich muss den Dodi Facki Wogen da hinschieben. Ne? Ja. War nur 3 Mal? Ja, gut, okay, 3 oder 4 Mal. Auf alle Fälle, Deathless wird das nicht mehr. Was ist jetzt, das schaut jetzt mehr so aus wie so eine, keine Ahnung, wie so eine Biogasanlage, keine Ahnung. Aha, da können wir jetzt so nicht weiter. Warte mal, wenn man da, kann man da drüber kraxeln? Moment. Ah. Ja, durchwatschen durch den Schlamm. Ich bin halt echt gespannt, was da passiert ist. Warum ist... Okay, mir hat eine Sau umgerannt. What the hell? Okay, da kniert irgendjemand. Hey, was hab ich der jetzt aus dem Arsch rausgezogen? Parasiten oder was? Ohne Scheiß, die Spey ist fei. Also, jetzt mal ohne Spaß, die Spey ist fei. Das ist ganz schön creepy, das Spiel. Hätte ich jetzt, ohne Scheiß, hab ich so nicht kommen sehen. Muss ich wirklich sagen. Also kannst du bitte mehr. Boah, leck, das schaut übelst zweifelhaft aus. Das schaut übelst zweifelhaft aus. Boah, leck, Alter, was ist denn das für ein Spey? Moment. Ah, okay. Boah, leck, Alter, ohne Scheiß. Also, das, ohne Witz, hab ich so nicht kommen sehen. Das habe ich so absolut nicht kommen sehen. Also, es ist schon atmosphärisch sehr gut bisher, aber das so creepy ist, bisher,
Das habe ich so absolut nicht können sagen. Und Monkatz habe ich dir, grüß dich gut, wie geht's dir? Schön, dass du bist. Nicht vergessen, das ist ein Spiel vom Prof. Ja, true. Offensichtlich. Was ist das Ziel von dem Spiel? Das ist eine gute Frage, das weiß ich nicht, Wifi. Es gibt in dem Spiel kein Startscreen und nichts. Wenn du das Spiel öffnest, bist du quasi straight drin. Wir haben am Anfang, also quasi, du bist in einem Wald, finster, allein die ganze Zeit und du musst halt irgendwie immer nur von links nach rechts laufen. Wir werden verfolgt, wir haben von irgendwo Ausbrucher scheinbar, was wir getan haben, wissen wir nicht, wo wir hin müssen, wissen wir nicht, es geht quasi immer nur in eine Richtung. Was wir wissen ist, das Spiel ist Try and Error, aber was genau das Ziel ist und was genau die Handlung ist, wissen wir zum Stand der Dinge jetzt nicht. Ne? Werden wir aber mit Sicherheit noch erfahren. Es scheint wohl irgendein Virus zu geben, weil die ganzen Tiere, wir haben ja durch so eine Farm durchgelaufen, da haben die ganzen Tiere tot und wahrscheinlich ist da irgendein Parasit im Umgang, der wo die Tiere entweder aggressiv macht, weil die Sau hat uns einfach mal gnadenlos über den Haufen gejietet und ich habe ihr den Wurm da aus dem Arsch gezogen und jetzt ist die Sau friedlich. Also ich vermute mal, da ist irgendein Virus ausgebrochen oder irgendein Parasit. Aber das werden wir mit Sicherheit erfahren. Schauen wir mal. Aber wie gesagt, wer wir sind, was wir getan haben, keine Ahnung. Hä? Es schaut generell so ein bisschen postapokalyptisch aus, weil überall lauter Wracks von Autos rumstängern, irgendwelche toten Viecher, kaputte Häuser. Oh, da haben wieder Menschen, die werden uns wahrscheinlich wieder gnadenlos ans Leder wollen. Und die werden halt irgendwo hin verfrachtet, aber was mit denen ist, das, wie gesagt, das wissen wir jetzt aktuell nicht. Weißt du, wenn jetzt der Bub war und ich weiß ja, dass wir die verfolgen, ich darf mich da jetzt so lange in dem Ding da drinnen verstecken, bis die Erlastung abfährt. Da ist eine Ketten, da werden wir wahrscheinlich aufhören müssen. Also Kraft hat er auf alle Fälle schon mit der Bub. Für das, dass er noch so klar ist. Oh, da haben wir wieder Single. Ich höre Single. Single haben gut für uns. Ah, das haben das Single oder? Oh, es sind Babyamseln. Okay, es waren Babyamseln. Warum ist eine Kiste? Die wird da oben fallen müssen, damit wir da durchkommen, wahrscheinlich, oder wie? Okay, müssen wir schauen. Bye, have a great Flug. Amsel Express. Oder Fly Amsel oder so, keine Ahnung. Da kann man auf alle Fälle irgendwas aktivieren. Aha. Brenne der Sonne, aber die Sicherheit niemals unter schwebende Lasten treten. Ja, das, wenn Biggie wieder sagt. Dann haben wir Gaudi schon wieder fertig. Aha, da haben wir quasi jetzt. Aha, ja, see what it is, man. Wenn ich da jetzt einspringe, bin ich doch safe am Arsch, oder? Mal kann man da nach oben fahren?
Okay, man kann nur auf und ab. Ah, warte mal. Ja, das ist sehr gut. Saubere Bimbuswunden. Perfekt. Okay, von da komme ich nicht auf. Ja, jetzt warte mal, Moment. Vielleicht gibt es da eine Rundenangriff, aber müssen wir was übersehen haben. Mal gucken. Die Amseln müssten oder auf alle Fälle für irgendwas gut sein. Okay, mit denen kann man definitiv erstmal nichts machen. Okay. So, wir müssen auf alle Fälle da irgendwie aufhören. Schauen wir mal. Angry Bird. Warte mal, jetzt ist ja Try and Error, ne? Kann ja, mehr wie sterben kann man ja nicht, wenn ich da jetzt oberspringe. Gut, das war klar, dass das passiert. Okay, ja gut. Da geht's auf jeden Fall schon mal nicht weiter. Ich denke mal den Kran auf die perfekte Höhe einstellen. Ja, wahrscheinlich irgendwie sowas wird das sein. Außer, Moment einmal. Warte mal. Man kann ja das schwenken. You know what I mean. Lassen wir das jetzt einfach mal ja so und dann probieren wir mal aus, was da... Siehst du da, okay. Das glaube ich, das kommt in dem Spiel wahnsinnig oft vor, dass man sauber zu kompliziert denkt, ne? Da denken wir mir mit Sicherheit ein paar Mal noch im Laufe dieser nächsten Minuten, wo wir jetzt das Spiel spielen, total kompliziert, obwohl das Rätsel eigentlich ziemlich einfach ist. Und ich sag's eigentlich, wie es ist, das sind Rätsel, die ich nicht kann. Ja, die wo einfach komplizierter ausschauen, als sie sind. Oben auf dem Balken ist auch wie eine Kiste in dem Raum, in dem die kleinen Amseln sind. Das da, ja, das ist irgendein Tresor. Der wird wahrscheinlich jetzt da oben müssen, damit das Bredelzeug da durchbricht. Jede Tresor! Ja, okay, wir hätten jetzt das bitte ahnen sollen, okay? Wir haben nicht nur ein Jite Tresor, sondern ein Jite Child. Bazi, der Handwerker ihres Vertrauens. Hey, hallo, ich baue seit fast ein Jahr um, ne? Okay. Ja, aber so kleine und feine Rätseleien, ich glaube, da haben wir dabei, oder? Gut, kannst halt aber, man muss halt fairerweise auch dazu sagen, das glaube ich, kannst du halt, das glaube ich... Birgit Habitäre. Ich glaube, dass es keinen gibt, der wo das Spiel blind anfängt und nicht fällt. Das glaube ich gibt's nicht. Also den zeigst mir, der wo das schafft. So, ja super, jetzt sind wir im Keller, ja perfekt. Oh, da ist... Ach ja, der 7-jährige Bude einfach einmal ein Abschlussgitter mit bloßer Hand ausreißt, das wo mit 4 Gewindschrauben anbohrt ist. Ja, perfekt. Easy. Ach, da geht's noch um, oder was? Oh, was haben wir da? Will ich das wissen? Links liegen gelassen. Gesicherter Fall und harte... was? Was ist jetzt das? Atombomben oder was? Nein. Alles flauschig? Ja, selbstverständlich. Ich hoffe bei dir. Da kann man wieder einen Hebel hebeln. Boah, leck, jetzt wird's gleich wieder creepy. I guess.
Ah, okay, da hinten haben 2 Plattformen und da müssen beide... Jetzt, Moment einmal. Okay, jetzt Moment einmal. Es ist Ami-Qualität, die haben nicht der Riege. Hey, nix gegen Riegibs, gell? Kennen wir aus. Ja, bei mir auch seit heute den Rest der Woche frei, weil wir das Jahr nichts mehr zum Tun haben, nächste Woche Inventur. Ja, hallo, immerhin frei. Ich verstehe die Frage nicht. Warte mal. Jetzt müssen wir dann natürlich da wieder zumachen. Weil sonst läuft ja der wieder hinten in seine Lagerhalle rein. Das ist natürlich nix. Man muss beide weit nur auseinanderbringen, okay? Knauf besser. Hey, ich hab ohne Scheiß die ganze Spachtelmasse, wo sie in meiner ganzen Wohnung oder in unserer ganzen Wohnung jetzt verspachtelt habe, ob das Wände oder Decke ist, ist alles von Knauf. Ohne Käse. Keine Werbung an der Stelle, ich bin nicht zahlt dafür. Okay. Aber ich höre da auf alle Fälle irgendjemand umeinander stiefeln. Okay. Ich hab nur für 3 Monate in den Trockenbaulager gearbeitet, keine Ahnung. Die kann da jetzt ein Lied singen davor. Ja, das ist klar, dass das einbricht. Rund ist ein Rohr, wenn wir uns wieder festhalten müssen und da unten haben Babyküken. Wir haben eine Profi-Assassine. So, schauen wir mal. Gute Blechdachel. Ich hab's gewusst, dass das passiert. Achso, das soll passieren. Okay, ja gut. In Ordnung. Okay. Haben die da unten einen Stock im Allerwertesten? Ich habe jetzt gar nicht aufgepasst, ehrlich gesagt. Also entweder ein Stock, ein Parasit oder das sind Zombies. Eins von beiden. Oder eins von den 3 Sachen. Schaut aber auf alle Fälle aus, wie wenn da irgendwo. Die haben irgendwas. Na, so geht kein normaler Mensch. Das kannst du vergessen. Und Rappi aber der Beamte. Ja. Die gehen in die Arbeit. Stimmt. So schauen wir alle aus, wenn wir in der Früh in die Arbeit gehen. Hochmotiviert. Da sind 2 auf Twitter unterwegs. Hey, das heißt X mittlerweile, ja. Das ist, glaube ich, eine der wenigen Social-Media-Plattformen, die ich bisher tunlichst vermieden habe. Wie ist es bei euch? Hey, wir spielen heute das Wunschgame vom Prof Inside. Bisher ist es ist ein bisschen creepy, ein bisschen spooky, aber bisher atmosphärisch gar nicht schlecht. Es ist halt ein Try-and-Error-Spiel und ansonsten, ja, geht gut. Ich hoffe, bei dir passt auch alles. Im Montag Frühschicht, ja genau. Hey, ich reiß die Bude ab. Sag dir, wie es ist.
Vor allem, die scheinen körperlich zwar anwesend zum sein, aber geistig sind die haben zu wie ein Scheiß aus. Das sage ich dir, bis ist. Irgendwas haben die verabreicht gekriegt. Reiß die Hütte ab, ja genau. So geht's nicht umsonst dafür, oder? Warte mal, kann man. Sag ich ja, oft einfach nur simpel Dinge. Ich glaube, den Hebel will ich gar nicht hebeln. Ich sag das ist ganz schnell gleich mit. Da liegt da einfach irgendein Dauer umeinander. Sind jetzt das riesige R2D2 Beta-Versionen von Star Wars, oder was? Natürlich muss man den Hebel hebeln, damit man Strom haben, dann geht der Aufzug nämlich. Hey, haben's der... Moment einmal, ist die an den Strom angeschlossen oder was? Da geht der Kabel da. Bei denen alle geht der Kabel da. Boah, leck, ist das dein Ernst? Die werden... Boah, die Welt ist halt gnadenlos, gell? Da, also... Holy shit! Lädt mich am Arsch! Okay, wir halten fest. Wir haben da Suffer, wir haben da geschossen worden, wir haben von einer Sau über den Haufen gerannt worden. Ein Hund hat uns auch nicht erwischt und wir haben gerade von irgendeinem Stromding komplett gebrutzelt worden. Und ich sag's nur wieder dazu, wir sind ein kleines Kind. Ja, herzlichen Glückwunsch. Cartman, habe die Ehre, servus, so Elternabend vorbei, puh, einen schönen Abend. ich hoffe, der Elternabend war halbwegs zufriedenstellend, Mr. Cartman. Und schön, dass du da bist. Ich hoffe, dir geht's gut. Klingt doch ein ganz normaler Tag, ja, absolut. Alec, was ist denn jetzt? Kann der... Ich stehe nicht gerne im Rampenlicht. Boah, like, jetzt muss Timing auch noch passen.
Leck mich am Arsch. Boah, bist du bescheuert. Okay, was ist mit uns passiert? Jetzt muss ich mich einmal umdrehen und... Vor allem, warum leicht ja nur mir an? Da stehen ja doch noch 100 andere Personen. Da muss ich mal schnell kurz durchlesen. Jetzt gibt's erstmal Schinkennudeln und ne, was? Passt, da ist sie, sehr gut. Jetzt gibt's erstmal Schinkennudeln und nebenbei wird dir zugeschaut und entspannt. Dankeschön, ich wünsche dir einen guten Appetit und gute Unterhaltung. Vielen lieben Dank. Thriller Night, you're fighting for your life inside a killer thriller tonight. Hä, was? Den kenne ich nicht. Weil du auf die eine draufgefahren bist, deswegen wirst du beobachtet. Ach so, ich bin quasi wieder buchstäblich aus der Reihe getanzt. Okay. Oh, da hinten steht schon wieder der Zombie-Dobermann. Ja, perfekt. Bitte, Fotzen da hinten macht Sitz. Okay, was habe ich jetzt falsch gemacht? Ah, los, meh! Okay, da muss man einfach laufen. Alter, was ist mit dem Spiel verkehrt? Das erfüllt ja ungefähr jedes Klischee, in das du nicht treten willst in der heutigen Zeit, oder? Lass mir Arsch lecken! Das haben wir mir auch gedacht, als ich es gespielt hatte. Was hast denn du dabei denkt? Okay. Oleg, jetzt kommt da auch nochmal der Dreckskinder. Also das Spiel ist schon krass creepy, hey, leck mir am Arsch. Hey, wie soll ich denn das schaffen? Hä?
Das kannst du gar nicht schaffen, bis du hier, oder? Kann man auf den draufspringen? Ah! Der Hund ist Split, also über Trampen aufspringt. Das ist gut für uns. Okay. Also das muss da drauf, da mit dem anderen wieder da durchkommen. Okay, ja gut. Okay, da stehe ich. Oh, jetzt warte, Moment einmal. Also es geht definitiv nur nach rechts und nach links, ja genau, nach links und nach rechts. Ah, warte mal, kann man da... Ah, Moment, I see what it is, man. Ah, jetzt Moment einmal, jetzt... Moment. So. Ja, garantiert, wenn ich da jetzt... aufspringt, dann... Hä? Okay, jetzt Moment einmal. Wir müssen auf alle Fälle da hinten mit dem Eisenbahn-Ding da müssen, oder mit den Kasten da müssen wir da hinten hin, dass wir mit der Figur oben auf das Ding aufspringen können. Dann wird da ja runter nicht rausgelassen. Also unsere Spielfigur scheinbar. Wir müssen aber auch irgendwie da oben aufkommen. So. Das macht die Tier auf. Okay, pass auf. Ich vermute, wenn ich mit der Figur oben jetzt auf das Ding da aufspringe, dann wird da unten nicht rausgelassen und dann stirb ich halt wahrscheinlich, oder? Ach, da gibt's eine zweite Figur. Ja, okay, gut, das macht Sinn. Okay, jetzt ist eine wieder komplett disconnected. Ah, die Bauarbeiter da unten kriegen es quasi gerade nicht mit. Verstehst schon. Ah, jetzt lässt du mich fallen, oder? Vorher mit mir. Ja, okay. Wollte mich eigentlich vorher schon runterfallen lassen.
War es aber eigentlich schlau, da ganz am Rand zu bleiben, weil, ne, dann habe ich ein bisschen mehr Zeit. Das war alles... Hä, warum bin ich jetzt hier? Also, weil mir das Ding wahrscheinlich noch gestraft hat. Okay, ja gut. Wieder nicht. Oder? Jo, jetzt seid's. Perfekt. Andi, habe die Ehre. Grüß dich, gut, wie geht's da? Schauen wir mal erst einmal nach links. Vielleicht gibt's da irgendein Achievement. Okay, schaut nicht so aus. Aber was ist da genau passiert? Das war jetzt meine interessanteste Frage. Was ist genau Phase in der Welt? Warum ist das so, wie es ist? Uff, das war nichts für mich momentan im Knoten im Hirn. Ja, es ist Spei, wie gesagt, Hut ab, hätte ja so nicht kommen sollen. Da muss man unten durchdauern, oder? Ja, muss man nicht. Jetzt warte mal, da muss es noch irgendwas geben. Pass auf. Hocken ist vorbei, bevor ich gefressen kann, und gut gehen und selber. Das freut mich zum Herrn. Ich wünsche dir auf alle Fälle einen schönen und gemütlichen Feierabend. Und bei mir ist soweit alles fit. Wir spielen ein Spiel, das war heute ein bisschen, das ist ein Wunschgame vom Prof. Das Spiel ist ziemlich creepy. Aber bisher eigentlich gar nicht so schlecht. Was hältst du denn davon? Ne? Was ist denn so das Fazit bisher vom Chat? Wir haben jetzt über eine Stunde, also eine knappe Stunde im Spiel. Was hält man davon? Ja, es ist ein bisschen sehr creepy in gewisserlei Hinsicht, aber was ist denn so, was hältst du denn davon? Ja, irgendwas muss es aber da geben. Ah. Ich ist das sogar. Irgendwas hat's. Ich find's cool, Denksport mal anders, ist toll gemacht. Ja. Also auf alle Fälle, wie gesagt, die Rätsel haben bisher relativ. Du musst halt einfach denken. Oder versuchen einfach zu denken. Ne? Aber so von der Atmosphäre her, ich find's nicht schlecht. Ich glaube, ich kaufe mir das Spiel, es ist schon sehr interessant. Du bist Consolero dann, glaube ich, Werbe, oder? Da glaube ich, kostet auf. Also bei PlayStation, meine kostet es 20 € momentan. Bei MMOGA war es ein bisschen billiger. Da hat es, glaube ich, gerade 7 € oder so. Ich gesagt, kann nichts dazu sagen, hab nur 2 gesehen. Reim. Was sie reimt, ist gut, hat damals der Pumuckl schon gesagt. So. Oh, was ist jetzt dieser Vernehmungszimmer, oder was? Also ich will einfach mal den kompletten Wasserstand ablassen, oder was? Aha. Da kann ich den Wasserstand wahrscheinlich wieder auffüllen lassen, was ich da muss, weil sonst komme ich ja da nicht drüber. Okay, ja gut, schauen wir mal. Da ist eine Ketten. Da werden wir wahrscheinlich wieder irgendeine so Paletten brauchen. Ah, da ist ein Luken. Ah gut, das geht schlecht, wenn ich draufstehe, gell? Okay. Let me see. Okay, da sehe ich jetzt nichts. Und da kommen wir wieder in den Steuerraum da innen. Ja, genau. Okay. Das hängt quasi jetzt irgendwie zusammen. Okay, der Pegelstand geht entweder auf oder oben. Eins von beiden. 1999 auf Steam und die Möglichkeit einer kostenlosen Demo. Leute, kleiner Hinweis an der Stelle.
schaut bei meinem Partner MMOGA vorbei. Ja? Bei MMOGA kriegt ihr Spiele, also PC-Spiele, ab und zu gibt es Keys für Xbox. Schaut bei MMOGA vorbei, da kriegt ihr Spiele deutlich billiger. Ja? Nutzt meinen Affiliate-Link dazu, dann kriege ich noch eine kleine Provision dafür. Ja? Ist zahlt deswegen nicht mehr. Aber wenn es ein Spiel holen möchtet, gerade für PC, schaut bei MMOGA vorbei, da macht's überhaupt nichts falsch. Da spart sich sogar Geld. Ja, ich selber kaufe nahezu alle PC-Spiele auf MMOGA, die wo verfügbar sind. Also nur der Hinweis, ne? Behaltet das im Hinterkopf. Ja? Und wenn man ein wenig Geld sparen kann, ist das, glaube ich, nicht verkehrt. So, jetzt müssen wir aber mal schauen, wie wir mit da hinten durchkommen. Die Luken da oben bleibt so lange offen, solange das Wasser nicht da durchrennt. Jetzt pass auf, das heißt... Okay, die geht definitiv zu. Und der Basi hat gendert. Steuerraum innen. Lass mir jetzt mal so im Raum stehen. Ja, okay. Warte mal, was passieren? Kann ich da nochmal hindrücken? Ah, da schon her. Okay, hat sich das Rätsel auch erledigt. Ja, gut. Das ist das, jetzt hängt da oben so eine verfluchte Kette, ne? Und ich war jetzt da felsenfest davon da überzeugt bin, dass wir auf die Ketten rauf müssen. Ah, ja, wir müssen auf die Ketten rauf. Wir müssen jetzt nämlich da die Paletten da rausschirmen. I guess. Oder der Koffer oder was das ist. So ein Koffer. Keine Paletten. So. Dann müssen wir das noch ein wenig umschirmen. Ja, jetzt und jetzt Abwerfketten. Perfekt, easy. Jetzt bin ich daheim, juhu, sei es Serie nicht abgerückt. Wie Beta feiert oder unschön, dass du daheim bist. Ich wünsche dir einen angenehmen Feierabend. So, was haben wir jetzt in der U-Bahn-Station oder was? Oder im Bahnhof irgendwo? Okay, tritt ins Licht und du bist tot. Wallig, das war knapp alles, also jetzt. Hat er mir an der Achillessehne erwischt? Okay, da war ich fairerweise dazu sagen, da war ich ein bisschen greedy jetzt, ne? Ich dachte, man schafft das in einem Guss. Ob du wirklich richtig stehst, siehst du, wenn das Licht angeht. Ja, genau. Und das Gespiel dann. Säge nicht das Gespiel dann. Ah, mal kurz Kurbel, dann lassen wir da aus. Nein, nicht durch die... Ja, perfekt. Das ist in die falsche Richtung auch kurbelt. Ja, easy. Okay. Ah, da haben wir jetzt nicht greedy. Ob jetzt da einmal mehr oder weniger kurbelt, ist dann auch schon wurscht.
Jetzt ist die zweite Runde. Ja, blöd. Okay. Das muss also wirklich auf Anschlag. Ja, toll. Da hätte ich auch Arme kurbeln können. Ja, gut. Alle guten Dinge sind drei, haben wir mal sagen lassen. Immer schön schauen, dass wir in der Mitte vom Schatten stehen, damit ja nichts passiert. Ja, habitable Zone und so weiter. Ja. Okay. Jetzt los ich den Käfig sicherheitshalber ein paar Meter weiter oben, damit ich... Na, herzlichen Glückwunsch. Oh, was? Ui, das war mir aber jetzt schon fast ein wenig zu knapp, gell? Aber wenigstens haben wir mal von dem Licht weg. Das ist ja schon mal gut für uns. Achso, da seht ihr aber von, ja, okay. Okay, ich muss nach unten. Ja, duschen wir uns erst einmal. Ich meine, das hat noch nie geschaut. Ja, sehr gut. Okay. Mr. Prof, was hat denn das Spiel für eine Spielzeit, ist die Frage. Lass mich raten, da darf ich nicht laufen, während das so aufblitzt. Okay. Oh, da haben schon wieder Hunde. Schleichen wir jetzt mal vorsichtshalber. Boah, leck, ich krieg so Paranoia, wenn auf einmal der Hundesbein anfängt. Muss man mit anspummen. Sehr gut. Eine entklagen. Perfekt. Wo gibt's so eine Runterlepse? Mal ist eh schon wurscht. Oh, leck, geht's so weit runter. Da tauchen wir lieber wieder auf, nicht dass wir das aufhören. Das war nämlich nix. Wo wir bestimmt Apps finden jetzt da drin. 3,5 Stunden. Ach, die Spei ist eh so kurz. Ja, okay, dann werden wir das Spiel, also nicht heute, aber wir werden dann auf alle Fälle nochmal einen Stream machen. Also ich glaube, das ist okay, oder? Leute, was sagt's dir? Wenn das Spiel nur 3,5 Stunden Spielzeit hat, dann meine ich, also das glaube ich war ja dann fürs Licht, wenn ich jetzt einen Stream das Spiel spiele und dann nicht mehr angelangt, ne? Also wir haben ja jetzt noch ungefähr nicht ganz eine Stunde im Spiel, dann haben wir eh schon 2 Stunden, dann können wir das irgendwann noch dazwischen zwicken. Ne? Wenn einmal wieder das Projekt endet. Nicht die Rätsel vergessen. Ja, schon, klar. Aber
Also ich sage jetzt einmal, bei meinem Talent haben sie dann 5 Stunden. Ja, herzlichen Glückwunsch, dann haben wir 2 Streams. Ne? Also ich glaube, das ist okay. Mr. Prof haben sie eine 75.000 Punkte sinnvoll investiert. Na, aber der Hund hat sich gut investiert. Los, May! Das ist halt schon reinig, wenn der dir einfach mal das Rückradl durchbeißt, gell? Ah, Holzmaul! Ja, freilich, natürlich ist eh klar. Na, du musst wirklich warten, bis das die rennt dann, okay. Ah, nein, das schaffe ich nicht, das wird's knapp. Aber warum ist denn der jetzt so schnell? Ist du verarschen oder was? Herzlichen Glückwunsch. Ich weiß schon, warum ich Hunde nicht mag. Gegen Hunde habe ich nichts. Grundsätzlich. Außer es sind Hunde, die wo Kinder fressen. Dann habe ich schon was dagegen. Lauf! Lauf noch einmal! Ja, okay, der kann jetzt ein bisschen dauern. Das könnte jetzt tatsächlich wirklich ein bisschen dauern. Bis dass wir jetzt das perfekte Timing erwischen, dass wir einer von den 3 Hurenhunden erwischt. Wenn er Oberfeld brauchst, ist gar nicht versuchen. Das ist. Oh, leck, Alter, das ist zeitlich ganz schön eng. Leck mich am Säbel. Du musst wirklich richtig. Du musst das Timing richtig haben, weil sonst erwischt er dich. Ja, du musst oberspringen, anders schaffst du das gar nicht. Das, wenn da passiert, hast du ein Problem. Du musst von da herum oberspringen, definitiv. So. Du musst oberspringen, bevor die Hunde am Gitter haben, weil sonst werfen sie die mehr oder weniger ober. So, und dann haben wir genügend Zeit. War schon wieder knapp, Boys, bis es will. Da komm ich schon durch, oder was? Tatsächlich. Nicht mich am Arsch.
Wieso, du bist ja kein Kind mehr. Ja, ich nicht, aber das kleine Ding da drin. Okay, Hunde haben gewissermaßen entgegen in dem Spiel. So. Fast hätten die ein Stück Schinken abbekommen. Ja, haben sie eh. Die haben sie eh 3-mal Sack gefressen an mir. Oder 4-mal. Keine Ahnung. Weil ich kann den übers Geländer jieten. What the hell? Einen U-Boot! Okay, wir gehen mal, Freunde der Sonne, wir ergründen jetzt die Tiefen des Marianengrabens. Ist dieser Deal? Warum er immer alles unter Wasser steht, ich verstehe die Frage nicht. So, vielleicht findet man irgendeine, wir suchen jetzt Godzilla. Wir suchen mal jetzt Godzilla. Aha. Okay, was können wir da jetzt machen? Können wir in der Kapsel hin? Kann das Peng Peng machen oder so? Ja, und jetzt haben wir da eingesperrt, oder was? Ja, herzlichen Glückwunsch. Okay. Aber warte mal, man kann da irgendwas machen. Also grundsätzlich habe ich ja nichts gegen Wasser. Ne? Ich bin ja sozusagen, Wasser ist ja sozusagen auch mein Element. Ne? Ich gehe ja wahnsinnig gerne ins Schwimmbad oder was weiß ich was, oder ins Meer oder keine Ahnung was. Aber jetzt, du musst dir mal vorstellen, musst dir mal in den Tage versetzen jetzt. Du bist ein 7-jähriger kleiner Bub, wahrscheinlich 7, vielleicht ist er 8 oder vielleicht ist er erst 6, wer weiß das schon. Der sitzt jetzt Mutterseelenalor in einem U-Boot im trüben Gewässer und man stelle sich vor, da hinten jetzt, du schaust da aus dem Fenster aus, ne, aus dem Guckloch und auf einmal siehst du da ein riesen Ungetier auf dich zuschwimmen. Ja? Beispiel, da kommt der Godzilla jetzt auf dich zu. Ja? Macht noch sein Atomic Breath Dingens, dass er halt so schön leicht und du siehst seine Augen und dann reißt das Maul auf. Ja? Und dann, ja, herzlichen Glückwunsch, dann kannst du dich, dann hättest du da ohne der Kapsel da reinspringen können. Bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass uns das Spiel irgendwann noch jumpscared. Okay. Und Leichtapps. Okay, müssen wir wohl noch weiter oben. Ah. Dann schreibt der Stift, bis das aus ist, aber definitiv. Das ist, wenn das letzte ist, auf Gottes schöner Ehre, was du siehst, dann darfst du einen Dosen scheißen. So gut, wie es ist. Immer schön merken, immer mit Schmackes rein. Anlaufschlag gleich Kill. Okay.
Weißt, wenn es jetzt irgendwie so, keine Ahnung, weißt du schon, wenn es jetzt irgendwie so der Pazifik war, das Pazifischer Ozean oder so, mit einem schönen, fetten, großen Korallenriff, war die voll drin. Erst einmal ist es kaputt machen, weil warum nicht? Ja, zwar keine Ahnung, was uns das jetzt gebracht hat, aber wir machen es halt jetzt einfach. Ah ja, habe ich die. Na, du sollst auf die Kugel aufsteigen erst. Und jetzt? Müssen wir nochmal in die Kapsel stellen, ich muss übersehen wahrscheinlich. Ich gehe ja gern schwimmen, sehe mehr wurscht, ob er in Spiele tauchen oder mit einem U-Boot umeinander fahren, ist jetzt mal gruselig. Ja, wie gesagt, das hängt immer vom Spiel per se ab, was genau jetzt Mission ist, so auf die Art. Ne? Das ist jetzt tatsächlich ein bisschen creepy. Aber jetzt schauen wir mal weiter oben, da muss ja noch irgendwo was geben. Da haben wir einer gekommen. Warte mal, komm mal. Moment. Ich möchte mal schauen, ob man da hinspringen kann. Wahrscheinlich eher nicht. Ah, kann man nicht. Hä, da müssen wir. Irgendwas müssen wir da machen. Irgendwas müssen wir. Kann man durch das Gitter durch, eh? Ach, da schon her, da haben wir noch was vergessen. Hat er nicht mitschaut noch etwas aus, wie wenn wir da noch etwas kaputt machen könnten? Okay. Okay, gerade check jetzt nicht so ganz, was wir da machen müssen. Wir können ja da nicht umsonst auf. Da muss man also irgendwas machen. Aber ich sage jetzt ehrlich gesagt nicht was. Ah, warte mal, kann das vielleicht sein, dass man mir da unter irgendwo mit dem Burm ein Paletten oder was nehmen müssen, damit wir da aufsteigen können. Jetzt pass Obacht. Da liegt bestimmt irgendwo was umeinander, oder? Ah, das eventuell, aber ja, wobei das macht auch keinen Sinn. Schauen wir mal. Da waren wir ja vorher, da haben wir ja einer getaucht. Wie weit kannst du mit dem U-Boot oben tauchen? Ja, ich glaube, gefühlt bis da ich halt einfach anstehe. Mit dahinter, da waren wir glaube ich noch nicht, oder? Aber nur ein Bredel, okay, ja gut. Die Frage ist, kann ich aussteigen, während ich in der Kapsel drin bin? Wahrscheinlich nicht, oder? Ja, geht wahrscheinlich nicht, weil sonst komme ich auch nicht mehr rein. Oder?
Na, ich kann auch unter Wasser nicht aussteigen. Okay, das ist also... Die Möglichkeit ist quasi auch raus. Aber was muss ich dann machen? Okay. Okay, da stehe ich jetzt, Freunde der Sonne, da stehe ich jetzt auf dem Schlauch. Da stehe ich jetzt gerade wegen auf dem Schlauch. Oder kann man das da auch noch erreichen? Kann man das da sich vorstellen? Na, da geht nix. Durch das Gitter komme ich auch nicht durch. Warte mal, man kann springen. Warte mal, vielleicht können wir da dahinter auf. Macht zwar keinen Sinn, aber... Warte mal, ich glaube, ich habe was gesehen. Moment. Moment! Da hängt auf alle Fälle was. Aber da können wir nicht hin. Warum hängt irgendwas dort? Okay, Tipps werden angenommen. Was ist die Phase? Was muss ich da machen? Ich check's gerade nicht. Muss ich zurück? Wahrscheinlich nicht, oder? Das macht ja gar keinen Sinn. Wobei vielleicht... Jetzt pass auf. Vielleicht gibt es ja noch weiter oben irgendein Gitter. Weil da stehen wir jetzt an. Da geht es auf alle Fälle mal nicht weiter. So, da haben wir ja Durchbruch. Vielleicht gibt es aber noch irgendwo anders Epsi. Weiter unten vielleicht oder so. Das ist ein Sandhaufen. Keine Ahnung. Kannst du ohne U-Boot durch das Gitter? Lucky, habe ich dir. Das ist eine gute Idee. Lucky, das ist tatsächlich, das kann funktionieren. Lucky, das könnte funktionieren. Und habe ich dir. Und Christi, Jassi, habe ich dir. Servus, Christi. Wie geht's da? Oder wie geht's euch, besser gesagt? Das ist eine Idee. Mr. Lucky. Da bin ich, das kann natürlich, da warten wir wieder beim Klassiker, sauber zu kompliziert denkt. Ne?
Ich hab gefressen, ich hab nichts gecheckt bisher. Ja, mehr Essen auch mehr gut. Bei uns gibt's halt noch einen Ofenkäse. Hab ich auch schon richtig Bock drauf. Jetzt pass auf. Das probieren wir mal die steile These vom Luke aus. Luke, das war. Luke, das gibt eine 12. Das ist eine 12 von 10, wenn der hin ist. Ich bin so schön, ich bin so toll, ich bin der Pinkton aus dir. Freunde der Sonne, jetzt seien wir bitte mal ehrlich. Wer außer ein Luke und die es nicht gespielt haben, ne? Ich rede jetzt von alle, die das Spiel nicht gespielt haben und nicht kennen. Wer war jetzt auf die Idee gekommen, da ohne Tauchglocken durchzuschwimmen? Wer hätte das versucht? Da bin ich mir jetzt ziemlich sicher, dass keiner, dass jetzt nahezu keiner die Idee gehabt hätte, hey, versuchen wir es mal ohne U-Boot. Wir haben jetzt Wildgulasch mit Spätzle ein. Ich wünsche dir einen guten Appetit. Ich war nicht mal ohne Tauchglocken durchgekommen, weil du bist so stark blöd sei. Du bist einfach so stark blöd. Luke ist einfach ein Pfeifert in solche Spiele, glaube ich, richtig gut. Ohne Scheiß war ich jetzt nie auf die Idee gekommen. Da war mir jetzt, ohne Scheiß, ich bin nicht gefragt, da hat mir jetzt noch eine Stunde umeinander, da bis dass ich mir auf die Idee kam, wenn überhaupt, hey, schwimm doch da mal ohne durch. Aber das ist genau das, was ich vorher gesagt habe, vor einer halben, dreiviertel Stunde. Das Spiel ist einfach nur, du musst einfach denken. Die Rätsel per se sind auf den ersten Blick kompliziert, aber total simpel zum Lösen. Ja? Also, Luke, das gibt ein Plus. Ne? Das gibt ein Plus. Also, bei mir ist alles gut, danke, Feierabend. Sehr schön, Jassi. Du hast da absolut verdient. Ich wünsche dir einen schönen, gemütlichen Feierabend und einen angenehmen Aufenthalt. Schön, dass du gut geht. So. Okay, können wir also weiter, du. Easy. Ich weiß nicht, irgendwie, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, irgendwie so diese Szenerie da jetzt von dem Spiel habe ich, glaube ich, irgendwo schon einmal gesehen. Aber ich möchte es jetzt nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, aber es kommt mir irgendwie so ganz kleines bisschen bekannt vor. Okay. Wichtige Frage an der Stelle. Hat die Autospeicherfunktion? Aha. Ja, servus. Ich darf immer wieder oben. Ich kenne ein Spiel, das Limbo heißt. Wie kommst du jetzt auf das? Aha, da kann man wieder irgendeinen Knopf knöpfeln. Sehr gut. Ah ja, oh, easy. Von der Gasfassel der Schlung worden. Das heißt quasi, warte mal, geht die Luken auf? Nein, die geht nicht auf. Okay, das heißt, wir müssen so schnell rennen. Dass wir vorne in die Fassel im Wasser haben. Ja, herzlichen Glückwunsch. Wegen dem Szenario. Okay. Limbo oder. Achso, das ist ein Spiel, das muss. Okay. Ich schätze mir noch jeden kleinen Rätsel, weil wegen Tode und so. Ja, das kann sein. Ja, nice, perfekt, dankeschön. Danke fürs Gespräch. Sehr gut. So, sonst irgendjemand, der wo mit irgendwelchen Kühlefasseln noch mir werfen möchte, sagt das gleich, wie es ist. Oh, da wuchst wenigstens wieder mal Epsi, das ist gut für uns. Haben wir da auf?
Ah ja, da kann man also auf. Gerne, wo muss man hinwerfen? nimm da irgendeine Dosen Ravioli und wirf's Vollgas gegen dein Bildschirm, da wo mein Gesicht ist. Ich sag dir, wenn's mir weh da hat. Okay. Ah, jetzt ist die Tür offen, wo ich mit dem U-Boot dann wieder durchtauchen kann, oder was? Perfekt. Jetzt hätte ich ernsthaft wieder versucht, da durchzuspringen, ne? Boah, leck, was war denn das? Da war was. Brennt der Sonne, da war was. Nein, lieber das Radler. Okay. Ich glaube, wir werden jetzt gleich. Ich glaube, wir werden gleich von einem diversen Etwas verfolgt. Was hätte mich heute aber auch irgendwie gewundert, wenn der Prof ein Spiel für mich bereithält, wo man nicht verfolgt wird, ne? Ja, perfekt. Kassi, du vergisst, dass ich da jetzt obtauche. Vergiss den Fall, ich bleib da auf der Oberfläche, dann passiert nichts. Ja gut, sagt der ahnungslose Vollidiot, weil wir wahrscheinlich da obtauchen müssen, oder? Ach, da geht's gar nicht weiter. Ja, perfekt, oder? Doch, da geht's schon weiter. Jetzt sind wir in Atlantis, oder was? Ah, warte mal, lass mich raten. Ich muss da an die Oberfläche, dann obertauchen und dann... Lassen Sie mal das Wasser ab. Ich bin mir sicher, im Prof seine Spielebibliothek sind noch ganz andere Schmankerl drin. Ich glaube, der Prof hat einen Spielekeller. Den darfst du nicht einmal deinem schlimmsten Feind wünschen. Also ich möchte nicht wissen, was im Prof seiner Spielesammlung noch so alles an psychopathischen, zweifelhaft gestalteten Spiele sich verbirgt. Ja, das will ich, glaube ich, gar nicht wissen. Ne? Wenn einer bei Madison schreibt, während der Dämon da hinten bei der Mara gestanden ist, und die Szene kann sich noch jeder erinnern, der wo dann freundlich zur Wind of Change trillert, ne? Und der Prof sagt, er darf da jetzt freiwillig hingehen. Ja, herzlichen Glückwunsch, da möchte ich nicht wissen, was da sonst noch ist. Und wenn er dann selber noch sagt, hey, er hat noch schlimmere Spiele wie Madison, nein, danke, ich möchte da leben, ne? Und noch ein bisschen länger leben. Mein Herzklappen, die soll es noch ein bisschen aushalten. Ich brauch's beim Tennisspielen halt gewissermaßen, ne? Haben wir das hoffentlich auch geklärt. Aber nichtsdestotrotz, Prof, guter Spieler-Request. Hast sehr gut. Hast einen guten Treffer gelandet. Also noch. Ja? Kann sein, dass ich den in einer Stunde verfluche. Aber. Oder in einer Stunde nicht, in einer halben Stunde. Also da müssen wir wieder drüber jumpen, oder was? Drüber jumpen oder ein Lohrweiterschwimmer? Ein Lohrweiterschwimmer offensichtlich, okay. Hast du eine Lebensversicherung? Dann ist das wurscht, Frau Barz ist abgesichert.
Weiß nicht, ob die Lebensversicherung zahlt, weil wenn ich einen Herzinfarkt dann wegen am Speil kriege. Keine Ahnung. Ja, okay, die Tauchglocken brauchen wir aber da auf alle Fälle wieder irgendwie. Moment einmal. Dann dürfen wir das Wasser quasi erstmal nicht ablassen, right? Weil dann da oben drüber müssen, sonst kommen wir da gar nicht weiter. Ich frage mich gerade, ob ich mein Herzklappen nur brauche und ob meine Unfallversicherung einspringt für den Schaden. Also, Mr. Prof, der Sai Ching stellt sich dir als Versuchsobjekt entgegen, ne? Oder zur Verfügung. Ne? Okay. Achso, aber jetzt komme ich. Aber jetzt komme ich da. Achso, jetzt komme ich da nicht durch, weil jetzt ist. Ja, ja, I see what it is, man. Man muss die Kuppe da lassen. Okay, alles klar. Man muss die Kuppel da lassen. So, die auf Luft holen. Also das war erst weiter hervorn. Ja, dann holen wir lieber noch mehr Luft. Moment, das habe ich nie behauptet. Stimmt, hast recht. Ich hab's. Prof, es tut mir leid, ich hätte es versucht. Hätte man wenigstens einmal einen Zeitzeugencode, wenn einer in dein Spielekeller hätte vordringen dürfen. In deinen dunklen, ne? Aber angedeutet. Ja, angedeutet ist aber nicht gesagt, ne? Muss man jetzt fairerweise Sei verteidigen. Ausnahmsweise. Obwohl er für einen kurzen Moment wahrscheinlich der Stift schon gemeint hat. Hä? Warum gibt da nichts? Moment. Kann man das kaputt machen? Na, kann man nicht. Okay. Schauen wir mal. Achso, ich hab echt? Ich hab einen Knopf nicht gedrückt? Oh. Ja, okay. Das passiert auch mal mir, okay? Bin jetzt nicht der Profi-Knöpfe-Drücker, ne? Ich bin eher der Hebelhebler. Oder der Kurbelkurbler. Aber der Knöpfe-Knöpfer, der bin ich nicht. Der Stift hat im Visage schon ein paar Mal gemeint, was soll ich bei Madison oder sonst was sagen? Ja. I'm looking forward to see you playing Madison, I guess. Das K in der Basis steht für kompetent. Absolut richtig. Ich verstehe die Frage nicht. Habt ihr da irgendwas anderes... Habt ihr jetzt irgendwas anderes gemeint von mir, oder was? So, jetzt will ich wieder in die Dreckstauchglocken rein und muss einen Profisprung auf die andere Seite machen, wahrscheinlich, oder? Jede Tauchkuppe. Deiner Bibliothek ist schon. Hey, übrigens, weil wir gerade davor reden, ist jetzt das DLC von Madison schon raus? Hey, was bist jetzt du? Ich hab Fragen. Freunde der Sonne, ich habe hier Fragen. Das Kind oder die Meerjungfrau oder der Grindelor, der ist nicht AWE. Warum hat der eine Haarlänge, dass er sich mehr als wie nur die Arschgrunzen erwischen kann damit? Das funktioniert, das kannst du Bleiben erzählen. So, bloß mir raten, du willst mir bestimmt auch meine Tauchkuppel, oder?
Alter, die hat mehr Haar auf dem Kopf, als der ganze Körper überhaupt nehmen kann. Ich verstehe das nicht. Vielleicht ist in der Welt auch irgendein chemischer Unfall passiert bei Haarwuchsmitteln. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, wir werden es herausfinden. So, jetzt an der Stelle... Die Frage ist, was möchtest du von mir? Die Money Metal. Das kann natürlich auch sein, dass dieser Heavy Metal Baby ist. Muss ja nicht schlecht sein, deswegen. Schaum und Arschhaar sind da auch oben wahrscheinlich. Ja, da haben Mann, die schwimmt ja verdammt schnell, ne? Die Frage ist, was macht sie, wenn sie wegsieht? Die Frage, die beantwortet er jetzt einfach nicht. Ne? Madison hat mich abgestumpft, ne? Vergiss den Fall. Ist jetzt die, ja, natürlich ist die Duschen noch da, ist eh klar. Das Blöde ist, wenn ich jetzt ans Wort kommt, dann kann man Pfotzen ans Tisch hauen, ne? Oder ans Bedienpult wahlweise. Ja? Da läuft sie aufs Gleiche aus. Die Welt braucht mehr Heavy Metal Babys und nein, ich fange nicht an damit. Du hast das gesagt, du fängst gefälligst an. Luke, ab vom Hof. Rein wird immer so gute Zeit, um ein Heavy Metal Baby zu machen. Boah, ich strahl dich so lange ab, bis du braun bist. Das ist mir scheißegal. Ja, okay, ein kleines Kindermädchen, was durch ein Panzerglasscheiben durchdrücken kann. Perfekt. Also, noch schlimmer kann es eigentlich nicht werden, oder? Ja, wenn ich dir mal gnadenlos über den Haufen fetzt, also das funktioniert nicht. Genau, und das Baby hört dann Hardstyle. Also ohne Witz. Achtung, jetzt wird's geschubst. Jetzt pass auf. Natürlich jetzt mit Scherz, mit Spaß zu genießen, ne? Jetzt stelle man sich vor, ne? Luke und Birgit. Absolute Vollblutmettler. Ne? Absolute Vollblutmettler. Machen irgendwann eines schönen Tages irgendwann ein Kind. Das kommt auf die Welt. Und mit 6 Jahren entwickelt sich dann, oder sagen wir mit 10, ne? Mit 10, 11, da entwickelt sich so allmählich der Musikgeschmack so ein bisschen. Und dann stehen Luke und Birgit fest, aus dem Zimmer dröhnt Helene Fischer. Ich weiß nicht, was ich tat. Just leave it with that. Zur Adoption freigeben. Bin dann ich wünsche euch noch eine gute Unterhaltung. Merci dir fürs Zuschauen. Ich vermute mal, du hast Nachtschicht. Danke, dass du so lange da warst. So, was ist jetzt der Phase? Ich kann ja jetzt da nicht aufschießen, ohne das. Okay, das Baby kann ich definitiv nicht angreifen. Baby glauben. Ah, warte mal. Ah, du mit Funzel, du kannst mich begreifen, weil es mit deinen Arschhaaren, das ist doch mir wurscht.
Aber irgendwas sagt mir, dass die nur einmal kommt. Oder auch nicht, okay. Gut zu Fuß habe ich direkt, das ist gut. Okay, bye, Kind. Ich soll Aussage natürlich mit Humor genießen, ne? Gottes Willen. So. Das ist unser Brummifahrer. Ja. So, schauen wir mal. Waren wir jetzt in der Wüste Nevadas oder was? Area 51. Herzlichen Glückwunsch. Okay. Es ist mir ein bisschen zu ruhig da drin. War im Lurk, hab gegen 80 Uhr eingeschaltet. Dankeschön für den Lurk an der Stelle und ich hoffe, du bist angenehm unterhalten. Ich hoffe, du hast einen angenehmen Tag gehabt. So, jetzt schauen wir mal. Schauen wir mal, was da noch Phase ist. So die paar Minuten. Aha. $19. 19, okay. Das war ich vor 12 Jahren. Ach, das ist ein Aufzug, da kann man... Okay. Verstehst du? Die Lichtel sagen an allen, was für ein Stockwerk das ich fahre. Jetzt bin ich halt alt und schrumpelig, ja, ich weiß nicht. Okay, das kann ich nicht schirmen. Das, ja, okay, das war aber jetzt... Ne, also, wenn er das jetzt hätte schirmen können, hätte ich gesagt, das ist der Kratos als Kind, 100%ig. Ich muss jetzt erst mal herausfinden, wo es genau der Sinn von dem Rätsel jetzt da ist. Okay, wir müssen wir irgendwie da halt offensichtlich. Okay. In der Mitte waren wir gerade. Dann fahren wir mal ganz nach unten. Schauen wir mal, was passiert, wenn man ganz nach unten fährt. Okay. Jetzt aber ganz schön weit oben. Schauen wir mal nach links. Da ist das Seil, okay. Da ist ein Lastwagen. Vielleicht haben wir insgeheim Profi-Lastwagen, ne? Profisportler im Lastwagenziehen auf DSF, wer weiß das schon. Aber offensichtlich nicht, okay, ja gut. Okay. Aha, da haben wir Kurbel, die kann man kurbeln, ne? Kurbeln kann ich. Die Frage ist, Moment einmal, was bringt das? Was ist da herum? Geht eine Leiter nach unten. Die Frage ist, müssen wir nicht vielleicht eh da lang? Das kann natürlich auch möglich sein, oder? Aha, da haben wieder so ein paar Gestalten, die wo durch unser Gehirn gesteuert werden können, okay.
Okay, ist mal. Okay. Ach, da kann man aufgeraxeln. Okay, ja gut. Der strahlt uns jetzt dann gleich irgendwas an und davon müssen wir wahrscheinlich wieder weglaufen, oder? Fürs LKW-Ziehen braucht man Beinmuskeln, haben wir mal in meiner ehemaligen Werkstatt gemacht, wo ich gelernt habe, wo da noch der MAN dazugekommen ist, haben einen festgemacht mit LKW-Ziehen. Und hast du ziehen können? Ja. Nein, das bricht nicht ein, die haben tatsächlich recht stabil, die Bredel. So, was haben wir da? Da müssen wir wahrscheinlich mit Anlauf jetzt was so wacht. Geronimo! Ah, perfekt. Easy. Sprungkraft wie eine Gazelle. Ah cool, die waren so fair und haben uns aufgefangen. Ach, und die gehen jetzt mit mir mit, oder was? Mit der Gurkentruppen da können wir jetzt den LKW ziehen. Okay. Oder auch nicht. Moment einmal. Können wir da noch mal auf? Wahrscheinlich nicht, oder? Okay, das ist raus. Ja, da müssen wir mal schauen, ob wir da oben laufen können. Wann zu viert oder zu fünft? Das Schwierigste ist, ihn in Bewegung zu bekommen. Wenn er rollt, ist das einfach. Ja klar, wenn er rollt, logisch. Ne? Dann macht der Rest Schwerkraft. Okay, da geht's nicht weiter. Ei! Ja, perfekt. Easy. Ich glaube, wir haben ja schon jeden möglichen Tod gestorben heute. Okay, da geht's auf alle Fälle nicht weiter. Ja, da müssen wir mal schauen. Ach, die Himmel. Okay. Ah, deswegen ist da die... kann ich das ausziehen? Na, ausziehen kann ich den jetzt nicht tatsächlich, oder? Na, kann ich nicht. Da wird vermutlich der eine oder andere nicht draufgehen müssen. Ah, die bleiben stehen schlauerweise, okay. Ah, schädigt wie selbstständig das die Hand. Achso, die muss ich. Okay, ja, die muss ich mitnehmen. Die Frage ist, kriegen wir mit den LKW überhaupt durch? Den kriegen wir maximal bis daher, right? Achso, aber es reicht, damit ich da jetzt aufgeraxeln kann, oder? Moment, gleich. Den kann man ja ziehen. Jetzt vermutlich, ne? Ja. Ah, schau ich! Den muss man wahrscheinlich da einschirmen, weil da ist die Luken schon so verdächtig. Dann schirmen wir den mal bis daher. Sehen wir dann eh, wo wir rauskommen. Und die müssen uns jetzt wahrscheinlich da aufhelfen. Sie? Okay. So geht's nicht weiter. Weil wir auch haben die grüß dich gut. Ah, die laufen schön mit uns mit.
Ah, warte mal, wir müssen in den LKW eine vermutlich, oder? Konnte man 4 stellen. Oder was ist in den LKW, in den Anhänger halt? Hä? Habe ich das nicht da hergeschoben? Ach, rennt der zurück, oder was? Na, eigentlich nicht. Eigentlich rennt der nicht zurück, oder? Ja, aber ich hab doch... Okay. Na gut. Fein. Ach, die schirmen den jetzt weiter, deswegen, weil ich vorher da umgerannt bin, okay. Merci. Okay. Jetzt sind wir wieder da, aber ich habe immer noch die Schüssel auf dem Kopf. Ach, weil da auch noch etwas drin ist. Okay. Ist mir weg. So, okay. Ja, das wird geblockt. Moment, was ist der Phase? Was muss ich da machen? Ah, unterbauen und dann nochmal aktivieren, oder? Sehr gut, runtergefallen wie so 3 Nossi Sack. Perfekt. So, die muss ich jetzt wieder mitnehmen. Brauchen wir da noch mehr von der Truppen dann quasi, oder was? Okay, jetzt haben wir da eine ansehnliche Mannschaft. Aber die Frage ist... Ah, müssen wir da wahrscheinlich jetzt... Pass auf, warte mal. Jetzt nehmen wir den Waggon einfach da mit bis 4. Dann sehen wir es schon. Gehen wir da durch? Ja, da stehen wir an. Okay, da geht's also nicht weiter. Aber wir können mit dem Aufzug jetzt nach oben fahren, auf jeden Fall. Moment mit. Beziehungsweise wir können jetzt ganz nach oben, da können wir dann die schwere Kisten abwerfen, right? Sollte funktionieren. Jetzt haben wir auf jeden Fall ganz oben, glaube ich, oder? Genau, da ist nämlich jetzt die Kisten. Dann können wir die oben werfen, da werden dann wieder 3 frei. Ah, die muss auf alle Fälle oben, okay. Schwerkraft regelt. Keine Ahnung, ob sie das überlebt haben. So, was ist jetzt ganz rechts? Vielleicht ist die Zahl 19, dass man 19 Personen braucht für irgendwas, ne? Kann natürlich auch sein. Okay, da geht's auf alle Fälle schon mal... Warte, wir können mit die da umwerfen.
What? Ja, so war es jetzt eigentlich nicht gedacht, aber okay. Okay, das speichert da. Okay, das ist gut für mich. Hä? Moment. Ich kann mich da garantiert umhieten, 100%. Ja, wobei, nein, bringt nicht, ja, bleib nicht stehen. Müssen wir ausprobieren. Sehen wir gleich. Ah, die können mich nur noch umwerfen, okay. Na gut, dann gehen wir mir noch. Dann fahren wir jetzt mit rein. Oder oben, besser gesagt. Holen wir die anderen 2 Hanseln oder 3 Hanseln ab, die wo wir da oben geworfen haben. Und dann schauen wir mal, wie wir weiterkommen. Oder ob wir weiterkommen. Ist wurscht, Verluste muss man einrechnen, ja, definitiv. So, die müssten jetzt rein theoretisch irgendwo da stehen. Da ist der Käfig, ja, die hat es natürlich alle der Bresel, das ist eh klar. Ah, die werden lebendig, ja gut, perfekt. So, ihr habt's dabei im Team. Ja. Wir haben ja das ist die offizielle Ingame-Version der Basic Gang. Ne? Lauter Grupste. So, das müsste ja jetzt einfach eigentlich reichen, right? Dann gehen nur 6 ab. Und die 6 findet man garantiert da oben. Ah ja. Die bleiben da stehen, okay. Ach, den muss ich so mitzahlen? Ah ja, perfekt. Kann es vielleicht sein, dass wir rechts, ganz unten rechts noch welche hätten mitnehmen können? Da müssen wir noch mal schauen. Weil aktuell geht es sich nur nicht aus. Genau, uns fehlen noch 5 Personen. Die findet man garantiert unten rechts noch, weil sonst haben wir eigentlich alles angeschaut. Dann schauen wir da nochmal schnell oben. Schauen wir nochmal. Die Frage ist, ob die Taucher können. Wie es einfach alle runterfallen. Die werden wahrscheinlich dort stehen bleiben, okay.
Stimmt, weil den Hut haben wir vorher da ja hinten noch nicht gehabt. Lol. Ah, fuck. Einmal schwingen. Okay, da ist aber nichts mehr. Die haben jetzt alle da unten, die warten, aber ja gut, okay. Okay. Wir haben ja irgendwo Leute übersehen, auf jeden Fall. So im Wasser noch mehr Runden weitergegangen. Das kann man vielleicht schauen, ja, das stimmt. Kann man noch mal schnell schauen. Wenn nicht, dann machen wir das Rätsel beim nächsten Mal weiter. Überhaupt kein Stress nicht. Aber es muss da, das stimmt schon, da muss fast da noch irgendwas gehen, weil alles andere haben wir eigentlich abgesucht. It's raining, man! Let me see. Oh, nicht das Opfer. Nein, nicht das Opfer. Schaut jetzt nicht so aus, wie wenn da noch was war. Oder geht's da einer? Ah, ja. Ja, da sag ich noch. Da rund vielleicht nur Maps? Ja gut, jetzt wäre ich da drin, aber das hilft jetzt nicht. Okay, keine Ahnung. Da werden wir beim nächsten Mal nochmal weiterschauen müssen. Es fehlen auf alle Fälle 5 Personen. Okay. Na, passt. Freunde der Sonne, dann sitzen wir da für heute einen Cut. Mit unserer Volksfestruppen oder die, wo wir da jetzt zusammen gesucht haben. Ne? Freunde, ich hoffe, ein hat das Spiel vom Prof soweit bisher getaugt. Ne? Also ich hoffe jetzt einfach mal, das Spiel der Autospeicherfunktion, weil wenn nicht, dann muss ich alles aufs Stream nachspielen. Das war zwar ein wenig blöde, aber es darf halt dann auch nicht helfen. Also wie gesagt, ich hoffe, euch hat es gefallen. Also hat mich tatsächlich ein bisschen gehuckt, das Spiel, muss ich ganz ehrlich sagen. Am Anfang habe ich es wirklich creepy gefunden, weil ich halt einfach mit dem absolut nicht gerechnet habe, dass einfach einmal ein fucking Kind da erschossen wird und halt von einem Hund gefressen wird und aber halt auf brutalste Art und Weise, ne? Also,
dass es so düster wird, hätte ich nicht gedacht. Bin ich ganz ehrlich. Aber das Spiel ist gut. Gefällt mir wirklich. Prof, hast du wie gesagt, sehr, sehr gut ausgesucht. Also wir werden das Spiel fertig spielen, auf alle Fälle. Wie gesagt, wenn das Spiel so ungefähr roundabout 5 Stunden hat, macht keinen Sinn, dass ich jetzt einen Stream mache und dann los ist fallen. Ne? Das Spiel ist gut, eng scheint es auch zu gefallen. Sage ich jetzt keinen Grund, warum wir das nicht noch, dass wir es nicht fertig spielen werden. Also wir spielen es auf alle Fälle fertig. Beziehungsweise, ich hoffe, wir werden heute noch aufklärt, was genau jetzt eigentlich Phase ist in dem Spiel. Ja? Vielleicht ist da die Story auch völlig irrelevant, sondern es ist einfach nur Try-and-Error-Spiel. Ein bisschen eine Rätselei ist dabei. Das ist ziemlich cooles. Also die Rätsel haben jetzt nicht unfassbar kompliziert, man muss halt einfach unfassbar einfach denken oder versuchen, unfassbar einfach zu denken. Aber es ist tatsächlich einmal eine Abwechslung. So ein Spiel so in dieser Art habe ich selber noch nie gespielt, tatsächlich. Ich finde es echt gut, das hat es verdient, dass man es fertig spielt. Ja, wie gesagt, da machen wir jetzt, also ganz ehrlich, da machen wir jetzt den einen oder anderen Stream, ob das jetzt noch einen Stream mehr oder weniger dauert, das ist dann jetzt auch schon wurscht. Also das Spiel ist ja gut. Also jetzt nach 2 Stunden würde ich sowieso sagen, egal, auch wenn das Spiel jetzt noch 10 Stunden gegangen hat, würde ich sagen, okay, wir machen da irgendwann ein Projekt draus. Ne? Durch das, dass halt natürlich jetzt das Spiel so eine kurze Spielzeit hat, werden wir es wahrscheinlich, ich weiß nicht, ich möchte es nicht hundertprozentig sagen, vielleicht spielen wir Silvester fertig. Ich weiß es noch nicht. Weil ich möchte jetzt, wenn ich am Wochenende zum Streamen kommen sollte, möchte ich mit der Hardcore-Nuzlocke weiter tun. Kommende Woche möchte ich es dann wieder ähnlich gestalten wie diese Woche, weil ein YBO sein Wunschgame auch noch aussteht. Das möchte ich vor Ablauf des Jahres auf alle Fälle auch noch abgearbeitet haben. Der hat sich nämlich Devil May Cry gewünscht. Das ist eine Hack-and-Slay-Spielerei, die kennt wahrscheinlich ja jeder von euch. Ich kenne sie auch, aber ich habe selber noch nie einen Teil gespielt. Wird also auch interessant werden. Ne? Aber wie gesagt, Mr. Prof, sehr gute Wahl. Hat mir bisher ganz gut gefallen. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und eine gute Nacht. Pfiat euch miteinander. Cartman, merci dir, dass du da warst. Hat mich gefreut, dir natürlich auch noch einen schönen Mittwochabend und eine schöne restliche, angenehme Woche. Ui, habe ich schon mal gehört davon. Ja, kannst ungefähr so... Devil May Cry ist, glaube ich, der einzige qualitativ hochwertige Konkurrent zu God of War. Also Hack and Slay so mäßig wie God of War, wie die früheren Teile, nicht so wie jetzt die neuen, sondern wie früher. Ja? Und da war Devil May Cry so ziemlich das einzigste Spiel, was da mithalten hat können. Bis heute. So, ne? Wie gesagt, das ist eigentlich genau mein Spielegenre so, mehr oder weniger. Geht es auch ein bisschen um Story. Bei Devil May Cry ist das Problem, dass, ich glaube, da gibt es 8 Spiele mittlerweile. Ich bin halt auch so ein bisschen hergerissen, ob ich beim allerersten Teil anfange, das was halt dann ein Retro-Titel war, weil das war damals für PlayStation 1 oder für PlayStation 2, oder ob ich in irgendeinen neuen Teil einsteige. Ja, weil da gibt es ja auch irgendeine so eine Collection schon mittlerweile, was ich so gesehen habe. Da bin ich mir noch nicht so hundertprozentig sicher. Das weiß ich noch nicht. Aber gut, wie gesagt, das werden wir herausfinden dann. Aber das war jetzt mein grober Fahrplan. Also Wochenende sollte ich zum Streamer kommen, voraussichtlich am Sonntag wieder. Spielen wir mit der Hardcore-Nuzlocke weiter und kommende Woche schauen wir dann, wie es ausschaut. Am Montag fällt der Stream sowieso aus, weil ich noch Spätschicht habe, aber ab Mittwoch habe ich Urlaub. Das heißt quasi rein theoretisch wird dann nächste Woche am Mittwoch dann das Wunschgame. Dann am Wochenende dann wieder irgendwie, dann ist ja schon fast Weihnachten. Stimmt, dann kann man der Weihnachtsstream, da kommt dann God of War. Müssen wir so schauen. Aber das bringen wir schon irgendwie hin. Ne? War so aus. Ne? Das haben wir noch ein paar Tage. Durch das, dass jetzt ich und wahrscheinlich die meisten von euch über Weihnachten auch frei haben werden, also ich vermute mal, wenn nicht, dann habt ihr mein tiefstes Mitgefühl und ich hoffe, dass dann halbwegs zwischen die Feiertagen ruhig verläuft. Aber wenn ich jetzt Urlaub habe, werde ich mit Sicherheit auch mal den einen oder anderen Tag finden, wo ich vielleicht außertourlich streamen kann. Mal schauen. Aber wie gesagt, wir kriegen sie hin. Ne? Gut, Freunde, dann schaue ich mal, wer nun live ist. Ihr kennt es in der Zwischenzeit einmal, gerade für die Neuen oder für die Unentschlossenen, kommt gerne mal auf meinen Discord-Server drauf, da kriegt ihr es mit, wann ich live gehe, mit was für ein Spiel und so weiter. Da kommt der Streamplan 1- bis 2-mal die Woche, meistens einmal für unter der Woche und meistens dann auch einmal fürs Wochenende. Kommt gerne drauf, wir haben einen super coolen Haufen, wir unterhalten uns über Gott und die Welt. Also gerne mal draufschauen, das kostet nichts, genauso wie es kostenlose Einerfolgen nichts kostet. Das ist der wichtigste Support, den ihr mir als kleinen Streamer geben könnt und es darf mich narisch freuen. Wie gesagt, es kostet keinen Cent Geld. Vielen lieben Dank an der Stelle. Gut, so, wen haben wir denn jetzt da? Dann kann man zur Mia gehen, man kann man zum Cookie gehen.
Star Ocean, was ist das? Star Ocean, the Second Story, PlayStation 5, ja, gehen wir zum Cookie, da haben wir schon länger nicht mehr gesehen. Das glaube ich ist in Ordnung. Okay, Freunde. Schön war's wieder, danke dir und Prof. Wellenhain. Jo, es braucht sich schon mal grundsätzlich bei mir überhaupt nicht bedanken. Ne? Ich tue das hier gerne und ich habe Spaß daran. Und wenn ihr dann auch noch Spaß daran habt und gern da habt, dann haben wir ja eine Win-Win-Situation. In diesem Sinne, kein Mensch braucht sich dafür bedanken. Außer ich bedanke mich auch beim Prof, dass du Spray requested hast. War wirklich zauberhaft. Merci, einen schönen Abend noch. Pfiat euch beieinander. Merci dir, der Feier oder dir natürlich auch. Und der Yassi selbstverständlich auch. Euch allen einen schönen, angenehmen Mittwochabend. Kommt's gut durch die restliche Woche. Wir schauen zum Cookie. Der Raid-Command ist im Chat. Einfach kopieren und beim Cookie einfügen. Für Subs und für Non-Subs jeweils ein eigener Command. Den Cookie, glaube ich, kennt ja jeder. Bayerischer Streamer-Kollege. Der macht durch die Bank quasi querfeld ein alles. Retro-Titel, neue Titel, Story-Spiele. Also unbedingt einmal auschecken. Bei ihm auch mal Herzaldrucker, wer es noch nicht da hat. Das ist ein sehr sympathischer Kerl. Und in diesem Sinne sage ich merci live fürs Zuschauen, fürs Dosa. Schön, dass es Spaß gemacht hat. Und wir hören uns dann voraussichtlich am Wochenende wieder, okay? In diesem Sinne, pfiat euch, viel Spaß beim Gucken und bis zum nächsten Mal. Servus.